Hallo meine lieben Freunde, bevor wir richtig in die Folge starten, gibt es noch eine kurze Werbepause und zwar für etwas richtig Cooles. Und zwar kennen ihr sicher alle mittlerweile Marco. Marco ist eine Secondhand-Plattform. Du kannst es auf deinem Handy haben und stundenlang scrollen, das ist mein persönliches Hobby, also wirklich, ich check es nicht. Wenn ich am Essen bin, bin ich irgendwie am Scrollen, am irgendein spezifisches Piece suchen. Wenn ich irgendwo im Zug sitze, dann freue ich mich im Fall, weil ich fahre ja meistens Auto. Aber ich freue mich so, wenn ich Zug fahren kann, weil dann weiss ich kann Secondhand-Shopping betreiben. Und das Coolste am Secondhand-Shoppen finde ich persönlich, und ich weiss, ihr werdet mich alle hassen dafür, aber ich weiss auch, ihr seid alle auch so, das Innerste innen, ihr gebt es einfach nicht zu. Ich bin eine Gatekeeperin. Ich habe doch keine Lust, dass alle gleich rumlaufen wie ich. Ich kaufe einfach alles Secondhand. Weil dann kann man nicht mehr mein Zeug nachkaufen. Zum Beispiel das, was ich jetzt habe. Wenn ihr mit Video schaut. Kommt die so Longsleeve. Ist viel zu gross gewesen. Ist mir doch gleich. Ich habe es Mami. Ich selber kann leider nicht nähen. Aber meine Mami kann es zum Glück. Und dann machen wir mal aus einem XL ein Emma Wemse Tischi, wo niemand so kaufen kann. Checkt den Vibe. Das gibt es nur auf Marco. Ich persönlich verkaufe auch all meine Sachen auf Marco, weil ich kann dort eine andere Adresse angeben als einfach nur meine persönliche eigene. Ich gebe dort schön die Adresse von meinem Management an. Du hast auch Käuferschutz. Du kannst auch zurückgeben, wenn es dir gleich nicht passt. Ich verkaufe wirklich schon seit immer mein Zeug, weil ich finde es so blöd, wenn man ja eigentlich schöne Sachen hat, die man loswerden will, die man nicht mehr trägt, aber sie sind wie nicht für die Kleidersammlung. She's not for the Kleidersammlung, she's for someone else. Und bei mir genauso. Ich denke mir, die Sachen, die ich kaufe, im Fall alle Sachen, wo ich gefragt werde, hey Emma, von wo hast du das, sind Secondhand. Ich kaufe nichts Cooles in den Läden, es hat nichts Cooles. Und außerdem ist es mega teuer. Und so kaufe ich so coole Sachen für legit so 50 Franken, die sonst wahrscheinlich 200 Stutz gekostet hätten. Und wenn ihr noch sparen wollt, bis am 31. Dezember könnt ihr mit meinem Code EMMA 2025 Transaktionsgebühren sparen, wenn ihr etwas kauft. Und wenn noch mehr Leute ihr Zeug darauf verkaufen, wird es auch immer mehr geile Sachen haben. Darum holt alle eure Friends auf Marco. Und schaut mal bei mir, kauft mein Zeug. Ich habe zum Beispiel eine Fendi-Tasche, die ich verkaufe, die nicht los wird. Wieso kauft die niemand? Die ist richtig cool. Auf jeden Fall, danke Marco fürs Sponsoren. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in meiner Sauordnung. Mein Zimmer ist eine grosse Unordnung. Ich will nicht darüber reden, wenn ihr mit Video schaut. Ignoriert es. Also ja, man sieht auch nicht so viel. Jetzt müsst ihr nicht extra das Video einschalten. Es ist nicht so schlimm. Aber es sieht schon nicht mega appetitlich aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sogar Baking Soda da auf meinem Ding neben, aber das sieht man glaube ich nicht im Video. Egal, wie geht es euch so? Mir geht es gut. Hallo, wir haben den Live-Podcast überlebt. Es gibt so viel to unpack. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ich eigentlich gerade anfangen zu schnurren. Weil, ich sage euch ehrlich, ich bin ein bisschen im Stress. Meine Mama ist am Kochen und ich habe eine Deadline. Wenn das Essen fertig ist, muss ich fertig sein mit Aufnehmen. Das passiert, wenn man alles auf den letzten Drucker macht. Auf jeden Fall. Live-Show, wirklich, wenn ihr nicht da seid, ihr habt etwas verpasst. Wenn ihr schon mal bei einer Live-Show von mir seid, ich schwöre euch, die anderen Live-Shows sind richtig scheiße im Vergleich zu dieser. Ich meine es ernst, weil, okay, ich muss sagen, es ist halt einfacher, wenn du Gäste dabei hast. Ich bin jetzt einfach ganz ehrlich mit euch, ich sollte euch das alles gar nicht erzählen. Ich sollte jetzt einfach so tun, la, es war so cool, meine Lieben, kommt nächstes Mal nochmal und ich bin die Beste. Aber man kann ja ehrlich miteinander reden. Die anderen Live-Shows bis jetzt bin ich ja immer Mutterseele allein gewesen. On brand, Girl ist immer allein. Aber es ist halt mega anstrengend und mega schwierig auch und mega nervenaufreibend, wenn du weißt, okay, ich habe einen Timeslot von irgendwie einer Stunde, wo ich allein füllen muss. Und wenn ich nicht mehr weiss, was reden, oder wenn ich zu nervös bin, oder wenn es keinen guten Vibe hat, oder wenn das Publikum keinen Bock auf mich hat, oder bla, oder wenn ich plötzlich alles schon erzählt habe, was ich wollte erzählen und die Zeit ist schon um, dann bin ich einfach allein. Dann muss ich einfach selber weiterjeppen. Und zum Beispiel am Gurten Festival hatte ich so eine Situation gehabt, dass es für mich einfach wirklich so war, oh mein Gott, ich hatte jetzt legit nach 2 Sekunden schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann bist du auch so, Und wenn du halt Gäste hast, die du fix einplanst, dann musst du auch eine viel krassere Zeitplanung schon im Voraus haben. Also es ist wie klar, am 7:45 kommt Simona auf die Bühne und am 8:30 kommt der Erik auf die Bühne und dazwischen hast du halt noch ein bisschen Zeit, so mäßig, aber es ist wie so aufgeteilt in so verschiedene Zeitfenster und du hast ja nicht ultra krass viel, was du dann dazwischen noch machst. Also ich habe schon Zeug erzählt, keine Sorge. Es ist jetzt nicht nur um meine Gäste gegangen. Ich könnte euch ja die Leute erzählen, die wirklich dort waren. Wenn du jetzt Auge machst, tja, wärst du halt gekommen. Aber es ist
habe es richtig cool gefunden, so in diesem Format. Und ich finde es auch cool, habe ich mich getraut, das zu machen mit Gästen und so, weil du bist natürlich dann auch abhängig von Leuten. Also wenn jetzt mir Simona und der Erik am gleichen Tag gesagt hätten, Bro, sorry, trotzdem keinen Bock, dann hätte ich wie nicht können sagen, jo, blöd, du hast etwas unterschrieben, sondern es beruht ja alles so ein bisschen auf, hey, hast du Lust mitmachen? Ja, okay, cool. Wir sehen uns dann dort. Also weißt, du vertraust diesen Leuten einfach und zum Glück Simona und Erik, vertrauenswürdige Menschen, sind natürlich auch upturned und haben sich Mühe gegeben. Aber es ist auch immer so ein bisschen eine Frage von, ladest du Leute ein, die es gleich fest juckt wie dich? Weil es ist ja wie mein Projekt und meine Show und ich will, dass es gut kommt und ich habe meine Vorstellung, aber ich meine, jemand anderes juckt es obviously nie so fest wie die selber. Das ist wie bei einer Gruppenarbeit. Gut, dort bekommen wenigstens alle die gleichen Noten, aber wenn jetzt nur du eine Note bekommen würdest und die anderen zwei nicht, ja, dann müssen sie ja nicht wirklich gross invested sein, außer sie sind halt nett und machen es einfach. So, wisst ihr, was ich meine? Und darum ist es dann natürlich auch mit mehr Risiko verbunden, sobald man mit anderen Leuten irgendwie involviert ist. Aber darum finde ich es umso cooler, dass es richtig cool war. Und ich hoffe, ihr habt auch alle eine gute Zeit gehabt. Ich glaube schon. Und ich habe dann, wir haben eben ums Verrecken müssen um 10:30 aus dieser Hall sein. Aus der Hall draussen sein, weil die einfach dann zumachen und es ist wirklich so zack, bumm, pff. Sie sind auch wirklich gefühlt 10 Minuten später haben sie schon alles aufgeräumt und zack, der Laden war geschlossen gewesen. Also wir sind dort dann auch noch richtig rausgestresst worden im Fall. Und ich habe halt von Anfang an müssen sagen, Leute, Fotos machen können wir bis um 10:30. Um 10:30 schießen sie uns raus und sie meinen es ernst. Und dann war natürlich 10:30 und unsere Ärzte sind noch nicht fertig mit Fotos machen, weil natürlich haben wir alle mega viel zu erzählen gehabt und ich bin dann auch nicht die so sagt, okay, aber jetzt musst du die Schnur heben, weil es hat noch 100 andere Leute, die warten und wir sind noch nirgends. Natürlich nicht. Aber irgendwann bin ich dann auch in Stress gekommen, weil die Leute sind so mich stressen und was will ich dann bitte schön machen? Ich kann ja nicht euch sagen, hebt das Maul. Dann bin ich so in Stress gekommen und irgendwann habe ich einfach, es hat so eine Fotowand gehabt, für die keinen einzigen Post angeschaut haben, du Fake-Fan. Und dann bin ich irgendwann von der Fotowand weg, wo wir noch eine Viertelstunde Zeit hatten oder so und bin einfach durch die Schlange und bin zu jeder Person schnell an, weil ich einfach wollte, dass safe jeder ein Bild hat oder jedem mit mir das sagen kann, was die Person hat sagen, anstatt dass ich jetzt 2 Stunden noch da vorne stand und mit 3 Leuten geredet habe und am Schluss sind alle für nichts am Arsch schon gewesen, weil die Leute haben wirklich die ganze Zeit noch gewartet und sind einfach stehen geblieben in einer Schlange und das hätte ich nicht können über mich über meine Leiche stehen die Leute an, um mit mir etwas zu tun haben und dann schicke ich sie weg, weil die Location zumacht. Jo. Dann sind wir am 32 sind wir fertig gewesen. Finde ich, ist voll fair. 2 Minuten zu lang. Kann ich klopfen auf die Schulter, dass wir das alles noch anbekommen haben, Leute. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu gestresst von mir gefühlt. Weil ich habe mich dann schlecht gefühlt, dass ich so gesagt habe, Leute, sorry, schnell, wir müssen jetzt wirklich schnell durchmachen, damit es für alle reicht und so. Ich habe es nicht böse gemeint. Ich habe einfach wirklich wollen, dass es für alle einigermaßen okay ist. Und ich weiss, es ist unfair, wenn die ersten 20 Minuten mit mir schnurren und dann die letzten kein Wort mit mir wechseln können. Aber ja, dann müssen wir halt nächstes Mal mit rennen. First in line, Alter. Und sonst, es ist auch nicht so deep. Also, ihr habt legit nichts verpasst, wenn ihr schon aufgezogen habt müssen und so. Mit mir reden ist wirklich nicht so spannend. Also, wir haben legit meistens einfach gesagt, hoi. Dann haben sie mir gesagt, hey, ist mega cool gewesen. Dann sage ich, wow, danke, ihr seid mega hübsch. Wir sind alle mega hübsch gewesen. Und dann machen wir das Foto. Und dann stehen wir cringe rum. Und dann weiss ich nicht, was sagen. Und dann wisst ihr nicht, was sagen. Und dann gehen wir heim. Etwa so. Also, es war mega cool gewesen. Und es waren alle mega lieb gewesen. Und wie immer, wirklich auch so secure. Es ist immer so lustig, weil es sind natürlich immer Security-Leute an so Locations von den Live-Podcasts. Und alle sind immer so, Bro, für was sind wir da? Es braucht uns ja gar nicht. Die Leute sind ja alle anständig. Keiner drängelt, keiner kommt ohne Ticket, keiner macht etwas falsch. Ich bin so, ja, so sind meine Leute. Sie haben dann, glaube ich, sogar Leute heimgeschickt, weil sie wirklich nichts zu tun haben. So, Bro, wir brauchen die da nicht, geh wieder heim. Finde ich enorm lustig. Ich kann mir gerne weiter so anständig durchziehen. Oh mein Gott. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Wahrscheinlich nicht. Aber ich erzähle es euch jetzt trotzdem. Leute, ich bin dort angekommen, 2 Stunden bevor es anfängt. 5:30, glaube ich. Nein. 4:45 bin ich dort gewesen. Mit meiner Squad, mit meiner Mutter, mit meinen Kolleginnen, bla 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 bla. Leute von Heads Agency. Leute, die actually arbeiten müssen an diesem Tag für mich. Die armen Siechen. Ich fühle mich dann auch immer so schlecht. Auf jeden Fall
wir pullen dort ab und ich laufe dort rein und ich habe vorher die Location noch nie gesehen, wie es aussehen wird, weil der Hall ist ja, kenne ich nur von Konzerten und so und ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn du ein kleineres Event dort machst. Das ist schon mega schlimm, finde ich. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn du einen Vortrag irgendwo in einem Raum hättest, ich hatte das auch sogar mit meiner Maturpräsentation, habe ich nicht gewusst, in welchem Zimmer das stattfinden wird und wie das Zimmer aussieht. Dann kannst du dich wie nicht richtig vorbereiten und ich habe halt auch nie richtig gefragt, weil ich frage nie, ich denke mir immer, ja, kommt dann schon gut. Ich habe auf jeden Fall den Raum noch nie gesehen. Dann komme ich dort rein und sehe einfach einen riesen Bildschirm, so ein LED-Teil an der Wand und dann hat es noch so einen Fernseher vorne dran gehabt, wo dann so irgendetwas displayed worden ist. Und ich so zu dieser Eventmanagerin, die dort war, es hat noch irgendeine externe Person da gehabt, musst natürlich auch höflich sein mit diesen Leuten und du stellst dich vor und «hi» und so alles so Business-Scheiß. Die schauen mich alle immer furzdumm an, weil ich aussehe wie 12 und dann sind sie immer so «Okay, machst du das zum ersten Mal?» oder «Wie ist denn das so?» Und dann bist du so «Nein, ich habe es schon ein paar Mal gemacht.» Und dann sind sie so «Okay, ja.» Weil sie sich so denken «Oh mein Gott, du bist so nervös, du bist so nicht im Griff. Was machst du da?» Es ist jedes Mal das Gleiche. Auf jeden Fall, dann frage ich sie so, welcher Bildschirm ist da für mich? Schon der grosse, oder? Nein, das ist viel zu kostenspielig. Der kostet 5'000 Franken zum Einschalten. Wieso? Okay. Okay. Dann habe ich nichts mehr gesagt. Bin natürlich hinter die Kulissen angerannt zu einer Person, die für Hetz arbeitet. Hetz ist mein Management übrigens. Bei Anne habe ich gesagt, ich habe schon Tränen in den Augen gehabt. Ich dachte, fuck, mein Live. Weil, also, wenn du an der Live-Show warst, checkst du, ich habe diesen Bildschirm gebraucht. Also der Bildschirm, der schlussendlich dort war, der riesen Bildschirm. Wenn ihr Fotos gesehen habt, es ist ein riesen Bildschirm. Ich habe eine fucking Bildschirmpräsentation gemacht. Ich habe Videos gezeigt. Ich wäre gestorben ohne diesen Bildschirm. Dann habe ich so, ja, also wir haben im Fall jetzt nur den kleinen Fernseher. Und es war nur ganz zuvorderst einer. Das heisst, die Leute in der hintersten Reihe hätten nichts gesehen. Nichts. Das geht im Fall so nicht. Ich kann das nicht so machen. Wir müssen einen grossen Bildschirm haben. Und sie so, ja, wieso ist es nicht der? Ich so, der kostet 5'000 Stutz. Sie so, was? Ich so, ja, der kostet 5'000 Stutz, aber ich kann es nicht machen ohne den. Sonst zahle ich die scheiß 5'000 Stutz. Einfach zahle ich das, ist mir egal. Ich zahle die 5'000 Stutz. Ich kann heute nicht den Live-Podcast machen, wenn ich nicht den Bildschirm habe. Die so, ja, warte, die Leute schnell an und so. Und dann hat sie so mega ruhig mit mir geredet. Und ich glaube schon gecheckt, dass ich wirklich einen Mental Breakdown habe, wenn das jetzt mein scheiß Bildschirm wird. Und ihr könnt euch das doch, also keine Ahnung, wenn ihr so ein bisschen Kontrollproblem habt oder keine Ahnung, wenn man sich natürlich auch lange auf etwas vorbereitet und mega nervös ist vor etwas und dann kommst du dort an und es ist nicht so, wie du es dir vorstellst, ist das doch der Horror. Ihr kennt es alle. Und dann auf jeden Fall hat sie angerufen, und dann, okay, Emma, wir können es machen. Ich so, ja, und wie ist es? Nein, wir schauen wegen dem Zahlen und so. Dann sind sie low-key noch so gewesen, ob sie es übernehmen sollen und so. Und ich bin auch so gewesen, nein, ich zahle den Scheiß, ist mir egal, das ist eine Investition von mir aus, dass die Leute mich nicht alle hassen. Alter, ich kann doch nicht Leute Tickets verkaufen und nachher sehen sie nichts und bekommen nichts mit in einem riesen Raum und nur weil du auf dem hintersten Platz sitzt, bekommst du nichts mit, das ist ja nicht fair. Ja, okay, aber weißt, die Leute, die haben die ja gern und die kommen ja wegen dir und auch wenn der Bildschirm klein wäre, ist der Erik dann so, hat mich so beruhigen, Emma, weißt, die Leute schlussendlich haben sich auch gefreut, um da zu sein. Nein, ich kann das nicht, wenn das so ein Bildschirm ist, dann muss ich jetzt wieder heim. Ich bin so low-key am Zittern gewesen. Ich bin wirklich so gewesen, oh mein Gott, ich kann das nicht. Es wäre mir so peinlich gewesen, wenn die Technik nicht richtig funktioniert hätte im Fall. Auf jeden Fall, schlussendlich haben sie es dann irgendwie geklärt und ich glaube, ich muss jetzt auch keine 5'000 Stutz zahlen. Scammers, die haben sich so gedacht, nein, ich will jetzt nicht lästern. Ich sage nichts. Es kann doch nicht 5'000 Stutz kosten, um 1,5 Stunden so einen Bildschirm einschalten. Ich weiss es nicht, vielleicht hört ja jemand zu, der Ahnung hat. Ich meine es nicht böse. Sorry, Location ist eine geile Sache. Ladet mich nochmal ein, ist cool gewesen. Aber dort bin ich wirklich so schnell so gewesen, oh mein Gott, fuck my life. Und dann hat es aber zum Glück funktioniert und wir haben einen grossen Bildschirm gehabt. So, das andere, was ich noch ansprechen muss, ist natürlich, dass ich den Grand Reveal hatte, dass ich wieder die Schweiz Tourismus Herbstkampagne machen konnte mit dem Roger Federer. Er ist ja immer bei dieser Kampagne dabei. Und ja, sie haben mich ein zweites Mal angefragt. In a row.
einfach, falls du es nicht checkst, das ist mega crazy und mega krass und ich muss einfach ein bisschen flexen mit dem, weil es gibt so viele Leute, die Augen machen auf mich und mir Sachen nicht gönnen und einfach asozial und dumm zu mir sind und mich judgen und das sind eben genau die Leute, die es mega krass finden würden, wenn jemand mit dem Roger Federer zusammenarbeiten kann. Er ist so lieb, er ist mein Sheila im Fall, ich liebe ihn. Er ist so lieb. Als ich mich wieder gesehen habe, hat er einfach gefragt, wie mein Jahr war. Und ich habe einfach nichts Gescheites rausgelassen, als dass ich gesagt habe, ja, das ist jetzt wahrscheinlich das Spannendste vom ganzen Jahr wieder. Du? Und dann habe ich gefragt, wieso bist du so braun? Ja, toll. Wirklich wieder voll Blamage. Und mit der Halle Berry. Wenn ihr die Halle Berry nicht kennt, sind sie wahrscheinlich zu jung. Ich kenne sie auch nicht so wirklich, außer vom «What the Halle?» Das ist die gemeint ist. Und dass alle Rapper singen doch über sie. Und sie ist so eine mega krasse Actress und so Bond-Girl und so. Und sie ist einfach, sie ist wirklich mega hübsch und mega talentiert und einfach crazy, wie die Leute arbeiten. Irgendwie. Ich bin nicht mal so starstruck, wenn ich mit denen zusammen arbeite. Also es ist cool und ich fühle mich geehrt, dass ich wie ausgesucht werde für das. Aber es ist nicht so, dass ich dann so bin, oh mein Gott, ich rede jetzt mit dem Roger Federer. So, überhaupt nicht. Es ist mehr so, man bewundert die Leute mega für wie sie arbeiten. Das ist im Fall crazy. Die Leute sind einfach so locked in. Aber im Moment, wo die Kamera läuft, sind sie einfach so zack, 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 haben alles im Griff, machen alles mega gut. Das ist einfach crazy zum sehen. Das kann ich natürlich nicht. Ich brauche 20 Anläufe, jedes Mal. Aber ich kriege keine 20 Anläufe, wenn ich mit diesen Filmen, mit denen muss wirklich, kriegst einen Take und du musst alles im Griff haben und sonst ist es halt blöd. Aber es ist crazy, wenn du das so weißt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist vielleicht auch ein Life-Advice von mir. Wenn du irgendwann in eine Situation kommst, wo es so ist, entweder du schaffst es jetzt oder du schaffst es nicht. Und du kriegst keine zweite Chance. Du musst es jetzt einfach anbekommen. Wie so jetzt beim Live-Podcast. Ich meine, dort weiss ich auch jedes Mal, Bro, wenn ich jetzt verkackt, dann habe ich halt verkackt. Dann kann ich nicht nochmal neu anfangen oder irgendwie das löschen aus den Köpfen von euch, sondern dann ist es einfach scheiße gewesen. Und darum muss man dann einfach so reinlocken. Und auch bei diesen Interviews und so, die ich mit denen mache, das geht dann im Fall einfach irgendwie. Ich bin dann auch nicht so mega nervös, weil ich einfach, es ist wie so, als wüsste ich, es gibt keine andere Lösung. Es gibt gar keinen Ausweg. Ich muss es jetzt einfach können. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach so, du kannst es nicht verschießen, weil du darfst es nicht verschießen. Ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, das ist jetzt nicht ein Tipp, aber so mehr so, glaube daran, dass es einfach dann funktioniert, wenn es funktionieren muss. Weil ich sitze auch daheim und habe mega Angst vor diesen Sachen, bis sie kommen. Und wenn sie dann da sind, dann mache ich es einfach. Wisst ihr, was ich meine? Also amix bringt es gar nichts, das sich 100-mal überlegen. Und ich weiss natürlich, man kann das nicht beeinflussen, ob man sich Sachen 100-mal überlegt. Aber so der Grundgedanke und Glaube daran immer zu haben, dass es kommt schon gut. Es kommt schlussendlich schon gut. Und auch wenn etwas schief läuft, ich meine, ich habe mich auch versprochen in diesen Interviews oder Live-Show funktioniert natürlich auch nicht alles so, wie man es geplant hat oder man sagt mal etwas Dummes oder es ist vielleicht für ein paar Leute gleich nicht lustig gewesen, dort zu sein oder ein paar Leute haben es vielleicht bereut, dort zu sein, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen gehst du eigentlich immer aus so Situationen raus und denkst, oh ja, ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Oder ja, ich habe mein Bestes gegeben und es wird schon irgendwie gut kommen. So. Und das hilft mir mega. Auch so Erfahrungen sammeln immer wieder, dass es ja wirklich funktioniert und dass man ja Sachen wirklich anbekommt. Weil es ist ja auch nicht so, ihr macht das ja auch nicht. Du gehst nicht an eine wichtige Sache völlig unvorbereitet und erwartest, dass es gut kommt. Ich habe mich natürlich schon auch vorbereitet auf die Live-Show. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich alles verkacke und alles mega scheiße wird, ist mega gering, weil ich habe mir Mühe gegeben. Und das hilft natürlich. Und wenn ich dann ein Erfolgserlebnis habe und denke, okay, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen, dann hilft mir das natürlich auch wieder in Zukunft, weil ich zurückgreifen kann auf all die Erfahrungen, wo ich so bin, nein, dort hat es funktioniert und dort hat es funktioniert und dort bin ich eigentlich auch nicht mega scheiße gewesen und es klappt schon irgendwie. Oder auch bei meinen Kolleginnen oder Leuten, die man so kennt, wenn ich einfach an die denke und denke, ja, die hat es auch anbekommen. Oder ja, die hat mir erzählt, dies und das und jenes. So, das ist nicht zum sagen, dass alles immer mega perfekt läuft, aber im Großen und Ganzen sind wir ja eigentlich alle nicht so mega scheiße im Leben. Oder es gibt vielleicht mal ein Erlebnis, wo man einfach 100 Jahre daran denkt, weil es so schlimm war und man so einen Scheiß gemacht hat. Aber das passiert ja eigentlich relativ selten. Also fokussieren wir uns aufs Gute. Es geht jetzt auch eigentlich weiterhin um das. Ich habe hier mein Büchlein. Ich habe mir nämlich überlegt, das Studium fängt nächste Woche wieder an. Also eigentlich, wenn die Podcast-Folge rauskommt, fängt es am nächsten Tag an. Rest in Pepperoni, meine Lieben. Vielleicht habt ihr auch schon so erste Woche gehabt, wenn ihr jetzt gerade mit dem Studium angefangen habt. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich rede mal darüber, was ich gerne vor dem Studieren gewusst hätte. Ich sage jetzt extra vor dem Studieren, weil ich habe ja schon ein anderes Studium angefangen und jetzt studiere ich ja Pädagogik, also an der PH.
Und vorher habe ich Psychologie gemacht und dass es sich jetzt nicht einfach nur auf mein jetziges Studium bezieht, sondern allgemein so das Erlebnis, die Lebenserfahrung, Studieren, die Tätigkeit. Weil ich finde, also es ist wahrscheinlich spannend für alle, die schon studieren, was so meine Gedanken sind, aber die jetzt auch erst anfangen, es ist natürlich mega subjektiv und alle erleben das mega anders. Und es gibt auch, ich kenne mega viele Leute, die finden es mega geil und sagen, wow, das Studium ist so der Shit und so. Und vorher habe ich alle Schulen immer scheiße gefunden und beim Studium gehe ich so auf. Und dann kenne ich mega viele Leute, die so sind, oh mein Gott, Studieren ist wirklich gar nicht für mich. Ich will einfach wieder zurück in die normale Schule. So, es gibt beides. Also, hört nicht zu fest auf mich. Genau. Ja, weil ich habe mir so im Gym habe ich mir wirklich gar nichts vorstellen unter dem Studium. Ich habe alle reden immer, alle Lehrpersonen sind immer, ja, im Studium könnt ihr das dann nicht mehr machen und ja, im Studium kontrolliert das dann niemand mehr und aber das ist so das Einzige, was sie sagen und du sitzt so dort und bist so, ich kann mir das literally nicht vorstellen. Ich glaube, einmal in einem Fach müssen immer wieder in so Vorlesungen reinsitzen und dann hat es eine Note gegeben, dass du irgendwie eine Arbeit über das geschrieben hast. Das habe ich eigentlich noch mega sinnvoll und cool gefunden, aber sonst habe ich wirklich keine Berührungspunkte gehabt. Ich bin an die Infosachen und habe mir gedacht, what the fuck? Und dann hat es mich halt wie nicht weitergejuckt, weil du bist auch so gestresst im Gym, dass du, das ist wie ein Problem für die Zukunft. So, du musst erst mal überleben in diesem blöden Gimmi. Und keine Ahnung, ich habe mir das dann, so als ich abgeschlossen habe und alles geschafft habe und gute Noten hatte und blablabla und mich dann immatrikulieren haben müssen, habe ich doch auch einfach irgendetwas gemacht, so das, was mich am meisten interessiert, aber ich habe auch dort schon keine Ahnung gehabt. Weißt, ich weiss doch nicht, was, nur weil es heisst, ja, Psychologie und das sind Fächer, weisst du ja schlussendlich irgendwie gleich nicht, wie es sein wird. Darum würde ich euch als ersten Tipp schon mal vorweg sagen, ihr könnt im Fall überall reinhocken. Keine Sau kontrolliert, wer in diesen Vorlesungssälen drin ist. Solange du nicht gerade Medizin studierst und irgendwo sezieren musst, dann weiss ich nicht, wie es abläuft. Aber im Grunde genommen, wenn es nicht ein Raum ist, an der PH hast du zum Teil so Seminare, die auf Pumpen voll sind und dann hast du wirklich auch mehr nicht mal Platz drin. Dort würde ich jetzt vielleicht nicht gerade reingehen, aber solange es eine Vorlesung ist, in so einem Vorlesungssaal, das ist das wie in der Serie, wo so komische Stühle drin sind und ein ganz riesen Raum und alle hocken in einer Reihe und vorne ist einfach jemand am Schnurren. Das ist eine Vorlesung übrigens. Ein Seminar ist, wo du wie mitmachst und die beteiligen musst und so ein bisschen klassische Schule mehr hast, wo du aufstreckst und so. Das ist mehr in ich würde jetzt sagen, dass du das, ich weiß nicht, ob man das in einem Mathe-Studium hat, keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Tutorat gibt es noch, das ist auch ein Begriff, das ist so Listli, wo du von irgendeinem Studi, wo extra Credit Points haben will und gute Noten gehabt hat, Tutorials bekommst. Die müssen dir einfach spezifisch wie Nachhilfe geben oder machen das Zeug mit dir, wo kein Dozent oder Professor Bock hat zu machen. So Programmieren ist oft ein Tutorat. Genau. Einfach so. Das sind auch so Begriffe, wo ich keine Ahnung habe. Was ist das? Und es wird auch nicht erklärt. Und ja, jetzt heutzutage gibt es ChatGPT, die dir helfen kann, aber als ich mich einschreiben musste für das Psychologiestudium, hat es das noch nicht gegeben. Und ich bin wirklich so gewesen, what the fuck? Genau. Also man hat eigentlich keine Vorstellung davon und darum geht doch einfach irgendwo mit, wenn ihr jemanden kennt, der schon studiert, geht einfach dort mit. Auch wenn der Studiengang an sich dich nicht juckt, aber du wirst gleich ein Feeling dafür bekommen, wie es dort so abläuft und so. Und wenn du so ein Mensch bist wie ich, der gerne eigentlich eine Übersicht hat und sich vorbereitet auf Situationen, ja okay, Leute, für euch ist jetzt wie scheiße, ihr fängt ja schon an. Aber vielleicht, wenn du jemand bist, der noch nicht jetzt das Studium anfängt, sondern nächstes Jahr oder noch nicht weiss, was machen, blablabla. So, genau, also, was ist auf mit, ja, die Leute, oh mein Gott, das erste auf meiner Liste ist legit, die Leute sind nicht magisch mega erwachsen. Jo, ich habe gedacht, ich komme so ins Studium und die Leute studieren Psychologie und interessieren sich wie für die gleichen Sachen wie ich, weil sie studieren ja das Gleiche wie ich und das sind sicher alles mega coole Leute und die studieren ja freiwillig und haben sich für das entschieden. Das heisst, man ist so pflichtbewusst und nett und vielleicht auch einfach sozial, wenn man etwas Soziales studiert, aber dem ist nicht unbedingt so. Klar, es gibt nette Leute im Psychologiestudium, es gibt coole Leute im Psychologiestudium, bla bla bla, es gibt natürlich alles überall. Aber es hat auch sehr viele asoziale Leute gegeben, wo ich mir gedacht habe, Bro, du hast ja legit 0% Empathie. Sind so in diesem scheiß Psychologie-Gruppen-Chat am reinspammen und Leute nerven und so aus Prinzip und ich kann machen, was ich will und nein, wir schicken euch jetzt den Shit nicht, den ihr braucht. Und wirklich so. Und ich wirklich gedacht,
ihr seid so Arschlöcher. Und das sind genau die Leute, die legit jetzt dann abschließen und den Bachelor haben. Und ich hoffe einfach wirklich, dass das keine Therapeuten werden. Ich hoffe, die gehen irgendwie in so, keine Ahnung, ins HR oder so. Ist mir egal, was du machst, aber bitte mach nicht das. Ja, die Leute sind halt auch jetzt an der PH, es sind mega viele Leute, wo du dir so denkst, wieso machst du das? Vor allem, wenn du eine Person bist, die selber eigentlich, eben, ich bin eigentlich zu allen nett, würde ich jetzt mal behaupten, außer du hast irgendwas gemacht, das mich schon von Anfang an abfuckt. Aber dann finde ich, bist du wie das Problem gewesen. Ich bin zu allen Leuten nett, zu allen Leuten freundlich, ich höre zu, wenn ich irgendwo hingehe. Und das ist auch das, was ich nicht verstanden habe. Also Psychologiestudium, dort hast du keine Präsenzpflicht. An der PH verstand ich es, wir haben jetzt mega lange, also das erste ganze Jahr hatte ich Präsenzpflicht gehabt, jetzt haben wir nicht mehr. Mal schauen, wie das wird, aber wenn du keine Präsenzpflicht hast und du musst nicht dort hingehen, wieso gehst du in die Vorlesung, um nachher hocken und schnurren? Dann komm doch nicht, hock in einen Kaffee mit deinen Kollegen. Und im Psychologiestudium war es wirklich so gewesen, alle sind die ganze Zeit irgendetwas anderes am machen und am Schnurren und am Stören gewesen. Ich habe auch Heyday gespielt, weil mich das blöde Studium nicht interessiert hat, aber ich habe nicht geschnurrt. Das regt mich so auf. An der PH ist es genau das Gleiche. Du hast eine Präsenzpflicht, checki, du hast keinen Bock, um dort zu sein. Aber wir sind jetzt so zu 15 in einem Raum und du bist hinten lauthals am Schnurren. Es ist peinlich. Ich schäme mich für dich. Kannst du bitte das Maul heben? Und ich halt immer gedacht, ja, nach dem Gymi wird das wie besser sein, weil ich schon immer jemand war, der sich mega aufgeregt hat ab dem, weil ich kann mich nicht konzentrieren, wenn jemand schnurrt. Es ist nicht, dass ich Karen spiele und will alle regieren und es juckt mich so fest, was ihr macht, sondern es stört mich halt literally und ich kann nicht das machen, was ich machen sollte, weil du das Gefühl hast, du musst nicht das machen, was du sollst. Und das finde ich auch mega egoistisch und dumm und scheiße. Aber macht euch gefasst drauf, die Leute sind legit wie in der Primarschule. Und es gibt auch Gossip wie in der Primarschule und Drama wie in der Primarschule, wo du dann denkst, was ist jetzt genau das Problem? Und jeder redet über jeden und die Leute sind genauso missgünstig wie es sonst überall in der Schweiz. Jo. Aber es gibt auch coole Leute, blablabla. An der PH spezifisch hätte ich gerne gewusst, wie viel Gruppenarbeit man machen muss und dass du abhängig bist von irgendwelchen wirklich dummen Leuten, die dir nicht mal antworten können. Und am Schluss machst du natürlich alles, weil du willst es ja irgendwie machen. Du kannst es nicht einfach auch nicht machen. Und dann kriegen sie den Sechser, den du geschrieben hast, weil es ist ja eine Gruppenarbeit. Ja, dort habe ich noch keine richtige Lösung gefunden. Ich glaube, gemeinere Leute als ich würden euch sagen, snitchet einfach. Legit, könnt ihr verpetzen von Anfang an. Schreibt ein Mail an den Professor mit denen im CC, hallo, so und jenes, hat mir nicht geantwortet, hat die Leistung nicht erbracht, ich habe alles selber gemacht, da ist Proof. Aber das mache ich nicht, weil ich will sorry, das ist mir peinlich. Aber vielleicht wäre das ein Tipp für euch, wenn es euch wirklich mega stört und ihr wirklich eine mega üble Gruppe habt. Ich meine, es gibt ja auch so ein Mittelding von Gruppen, wo man also ist, okay, ja, okay. Und ehrlich gesagt bin ich jemand, der automatisch am liebsten sagen würde von Anfang an, Leute, ich mache es einfach, ich schicke es euch, wenn es fertig ist. Weil es scheisst mich an, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dumm sind, die nicht mal wissen, wie man einen Text aufbaut. Und dann musst du es noch korrigieren. Also, wären wir nicht Lehrpersonen in the making? Das ist auch so etwas an der PH. Die Leute können nicht buchstabieren. Wie willst du kleinen Kindern beibringen, wie man Deutsch redet, wenn du selber nicht mal kannst, ich weiss auch nicht, Haare buchstabieren oder gross schreiben. Das ist doch peinlich. Oder so die 4 Fälle. Ich check schon, dass Leute nicht im echten Leben rumlaufen und gerade zack, alle Fälle aufzählen können und perfekt alles deklinieren können. Aber wenn du Lehrperson werden willst, dann würde ich dir einfach mal anraten, daheim anhocken und das nochmal anschauen. Weil das ist ja peinlich. Ich schäme mich für euch. Vielleicht muss ich auch meinen Fremdscham ablegen, aber es gibt doch, eben, ich habe auch in einem TikTok gesagt, bring back richtig und falsch. Es gibt doch einen richtigen Weg, wie man sich zu benehmen hat und welche Sachen man zu wissen hat, wenn man einen gewissen Beruf ausüben will. Aber das ist vielleicht auch, nicht alle sind in diesem Studium, um es ernst zu nehmen. Es gibt Leute, die droppen auch wieder raus. Es gibt Leute, die studieren einfach, weil ihnen gesagt wurde, sie müssen irgendetwas studieren. Weil sie vielleicht sonst daheim keine Unterstützung bekommen oder gehatet werden oder sonst irgendetwas. Und dann machen sie halt einfach irgendetwas. Es gibt Leute, die nehmen ihr Leben nicht so mega ernst. Die denken sich, ja, dann mache ich halt irgendetwas, was mich nicht glücklich macht, was nicht zu mir passt, was mich nicht juckt. Ist mir doch scheißegal. Studiere ich das einfach. Und mit dem muss man klarkommen. Und das ist einfach so. Vielleicht sind ihr ja auch so Leute. Fair, aber dann schnurrt nicht in der Vorlesung. Es ist mega peinlich. Gut.
Auch im Studium gibt es unnötige Module, unnötige Fächer. Übrigens, Module sind legit einfach Fächer. Sie nennen es jetzt einfach Modul, magisch. Es gibt erst dort Unnötiges. Ich habe am Anfang gedacht, ja, aber ich studiere jetzt etwas, was mich interessiert. Das heisst, alles wird spannend sein. Nein, du musst in jeder Ausbildung lernst du Sachen, die du nicht brauchst, die unnötig sind, wo du vielleicht auch einen Dozent oder Professor oder ihn hast, wo du dir denkst, du kannst ja nicht mal einen Satz bilden. Was machst du da? Also so richtig komische, quirlige Gestalten, wo auch ohne Scheiß oder PH, denke ich mir auch, du dozierst gerade, wie man eine Lehrperson ist. Und du machst es so schlecht. Du machst keine Sau los dazu. Leute schlafen ein, und du willst da vorne sitzen und mir sagen, wie es läuft. Und das hätte ich jetzt im Psychologiestudium auch gehabt. Wenn jetzt da vorne einer gestanden wäre, der mir über Sozialpsychologie etwas erzählt und der kann aber nicht mal die Attention der Leute graben. So. Und das hat halt einen mega Einfluss auf die Motivation, um in diesen jeweiligen Modulen etwas zu lernen, finde ich. Also es macht mega viel aus, wie die Leute sind, die dir das beibringen. Weil du halt, also ich finde, man haltet auch so viel von denen, weil sie sind ja schon krass. So ein Professor ist schon ein bisschen krass. Und wenn der dann scheiße ist, dann denkst du automatisch, oh mein Gott, was ist das für ein Scheißfach. Aber da muss man auch ein bisschen lernen, sich distanzieren von dem und nochmal separat überlegen, ist es wirklich mega unnötig und mega schlimm oder ist die Person, die es mir vermittelt, einfach komisch. Weil amigs ist der Stoff ja gleich noch wichtig oder spannend, theoretisch. Und dann würde es sich vielleicht lohnen, einfach nicht in die Vorlesung zu gehen, wenn du keine Präsenzpflicht hast, und das daheim machen. Und einfach YouTube-Videos schauen, ChatGPT, so ein bisschen selber recherchieren, Bücher lesen, weil das bringt dir viel mehr, als wenn du dort hockst und jede zweite Sekunde einen halben Anfall bekommst, weil du dann denkst, oh mein Gott, wie darfst du das unterrichten? So. Aber auch das, man muss halt einfach gewisse Sachen machen, die einem anschiessen. Es ist einfach so. Und nicht, das Studium ist nicht magisch mega interessant. Ich habe auch mit der Simona am Live-Podcast darüber geredet und sie ist ja schon sie studiert Jura und sie macht das, glaube ich, auch mega, mega gern und es interessiert sie mega. Aber auch sie hat gesagt, es gibt schon so Sachen, die sie auch nicht jucken. Und das musst du halt einfach gleich machen. Ja. Genau, vorher, als ich auch mit diesen ganzen Begriffen gekommen bin, es gibt wirklich so viele Sachen, die man einfach nicht checkt am Anfang. Und auch mit dem ganzen Immatrikulieren und Einschreiben für die Module. Du musst dich wie für jedes einzelne Ding meldest dich an. Weil du kannst ja studieren, wie du willst. Du kannst ja auch 200 Jahre studieren. Darum ist es mega flexibel und du könntest... Jeder hat einen anderen Stundenplan und du kannst wie aussuchen, was du machst und in welcher Geschwindigkeit du was machst. Und darum musst du dich auch für jeden einzelnen Scheiß anmelden. Aber das ist, bis man das überhaupt checkt, auf welchem Portal du das machst, weil es ist auch immer irgendwelche abgecrackte Websites sind das, wo du dann noch irgendeinen komischen Login brauchst und dann nochmal ein Login und dann hast du das Passwort nicht mehr und dann kommst du dort nicht mehr rein und dann ist noch so eine blöde Microsoft-App, der scheiß Authenticator-Scheiß, wo du dann nochmal auf dem Handy musst einen Code eingeben und wenn du ein Handy wechselst, Leute, wenn ihr das schon mal runtergeladen habt und ihr habt ein neues Handy, tönt noch nicht eures alte Handy löschen, bevor ihr die App nicht konfiguriert habt. Weil ich mache es jedes Mal falsch und dann muss ich jedes Mal zu den IT-Menschen gehen, mich blamieren und sagen, hallo Hilfe, ich habe ein neues Handy, es funktioniert nicht mehr. Und dann kommst du einfach in den wichtigsten Moment nicht auf die komischen Websites, die du brauchst. Genau, also das ganze Zeug, nicht um euch Angst zu machen, aber das ganze Zeug ist halt am Anfang mega kompliziert und es erklärt dir einfach niemand. Es gibt schon so how to do it, irgendwelche komischen Fragen und Antworten Seiten, aber meistens funktioniert es auch nicht mal, wenn man es so macht wie dort. Mein einziger Tipp bis jetzt, der sich bewährt hat, ist, dass ich mit Leuten geredet habe, die jemanden kennen, der es weiss. Weil ich persönlich habe nie jemanden kennt. Ich bin immer die keinen hat. Und meine Kolleginnen sind immer die so jemanden kennen. Und sie erklärt es uns. Und Und dann musst du dort einfach mitziehen. Du musst einfach deinen Schwanz einziehen und auch mal Leute fragen, hey, weißt du, wie das funktioniert? Ich check's nicht. Weil sonst verpasst du etwas. Ich sage es euch. Die ganzen Fristen, wenn du was machen musst und zahlen musst und dies und das und jenes. Und die sind dann im Fall ohne Pardon. Es juckt keinen, ob du kommst und sagst, hey, ich habe es irgendwie nicht mitbekommen. Dann sagen sie, okay, Pech, komm nächstes Jahr nochmal. Und das ist halt tragisch. Darum bemüht euch darum, irgendwie eine Übersicht zu bekommen, aber gleichzeitig
es ist mega schwierig, eine Übersicht zu bekommen. Und man braucht Hilfe von Leuten, die das schon mal gemacht haben. Und sogar die sind meistens dann so, oh, Bro, ich weiss selber irgendwie nicht mehr. Ich habe es früher auch nicht gecheckt und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Hockt am besten zusammen mit Leuten, die das Gleiche machen wie ihr. Und wenn ihr niemanden kennt, dann sucht die Leute. Sucht die auf. Fragt alle eure Kollegen, hey, kennst du jemanden, der jetzt anfängt, Jura studieren? Zack, fertig. Ich habe sogar Comment-Sections gesehen, wo die Leute sich gesucht haben und so. Und das ist nicht cringe, du brauchst das. Ich habe auch am Anfang, ich habe mit einer Kollegin angefangen bei Psychologie und dort habe ich ihr einfach den Auftrag gegeben, dass sie an all diese Infosachen am Anfang geht, weil ich dort nicht hinwollte und dass sie uns Friends sucht. Und ich bin dann einfach mit ihr mitgegangen nachher zu ihren Friends, die sie gefunden hat. Ist das die beste Idee gewesen? Tatsächlich nicht. Aber ich bin dankbar, dass ich Leute hatte, um mein Morgenessen damit. Oder? Man muss wissen, wo man bleibt. Wenn du Einzelgänger bist, ist auch okay. Juckt auch niemand im Studium im Fall. Du kennst die Leute eh nicht. Das ist jeden Tag, siehst du irgendwelche neue Leute, wo du denkst, die habe ich wirklich noch nie im Leben gesehen. Und es gibt wirklich, Leute machen so komische Sachen während der Vorlesungen, dass du musst nicht das Gefühl haben, dass du auffallst. Du fallst nicht auf. Es gibt immer jemanden, der komischeren Scheiß macht. Genau so. Am Anfang ist es wirklich wichtig, dass man auch an das ganze Einführungszeug geht und dann gibt es doch immer noch so, komm bei uns in den Club und du kriegst ein gratis Geschenk oder irgendwie Drinks am 4 Uhr von denen, die das organisieren. Geh einfach da hin. Ich bin nicht hingegangen. Mir juckt es auch nicht, aber geht einfach da hin. Oder sucht euch eine Kollegin, die da hingeht und für euch nachher eine Friend Group secured. Eins von beidem. Es passiert wirklich alles am Anfang und nachher bildet sich recht schnell Grüppli, habe ich das Gefühl, so wie es halt ist. Eben, es ist nicht so anders als sonst Schulzeit. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Du kannst natürlich immer noch in eine Friend Group reinkommen, aber ja. Und vielleicht auch, was ich im Nachhinein anders machen würde, ich würde mich nicht so festlegen auf die Leute. Weil ich habe dann recht schnell gemerkt, okay, das sind jetzt vielleicht nicht so meine Leute. Und dann habe ich mich so loslösen von ihnen und dann sind sie mega hässig geworden, wirklich mega durchgefallen und es ist so mega unangenehm geworden, weil du kennst die ja eigentlich gar nicht so gut, wenn du nur zusammen studierst und nicht außerhalb von der Schule etwas machst. Ich bin halt auch nie mitgegangen, wenn sie so eben in Ausgang sind oder sonst etwas gemacht haben, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das haben sie dann auch mega persönlich genommen und so. Keine Ahnung, es war mega viel dahinter gewesen, glaube ich. Und dass ich dann halt mit anderen Leuten chillt habe, ist dann mega schlimm für sie. Und darum würde ich im Nachhinein vielleicht einfach mich nicht so festlegen. Wie nicht so den Leuten das Gefühl geben, ja, voll, ich gehöre zu euch und ihr habt ein Anrecht darauf, dass ich euch gehöre. Weißt du, was ich meine? So mega komisch. Ich habe gemeint, wir sind alle erwachsen. Darf ich nicht mit diesen Leuten in dieser blöden Vorlesung hocken, wo ich in dieser Vorlesung hocken will? Nein, anscheinend nicht. Was habe ich sonst noch auf meiner Liste? Es juckt wirklich keine Sau, habe ich aufgeschrieben. Es juckt niemand. Also das, was die Lehrer sagen in den anderen Schulen, die man vor dem Studieren macht. Es interessiert keine Sau, was du machst. Ob du kommst, ob du nicht kommst. Ja, wenn du eine Präsenzpflicht hast, dann werden sie sich notieren und du wirst aus dem Studium fliegen, wenn du nie kommst. Aber interessiert es auf einer persönlichen Ebene irgendjemand, was du machst, wie es dir geht, wer du bist? Nein. Es ist denen so egal. Du bist einfach irgendein Männchen in dieser Institution und das ist schon eine mega Umstellung, finde ich, vom Gym, weil da bist du trotzdem, es ist schon auch natürlich anders als so Primar- und Oberstufe und so, aber du bist trotzdem jeden Tag mit der gleichen Lebenszone in deiner Klasse und man hat auch irgendeine persönliche Bindung zu diesen Leuten oder weiss viel über die Lebenszone und sie wissen viel über dich und man hat einfach eine Bindung und das hast du halt gar nicht im Studium und du kannst auch nichts rausholen, keine Pluspunkte und blablabla mit irgendetwas. Oder eine Entschuldigung oder «Hey, sorry, ich habe verschlafen, sorry». Nein, das gibt es einfach nicht, weil es juckt niemand. Und das ist, ja, jetzt auch, denke ich oft zurück an die Gymzeit und finde es schon mega cool, wie es war. Auch wenn es mich dort so gestresst hat und ich wirklich dachte, oh mein Gott, wenn ich das überlebt habe, dann bin ich einfach froh, dass ich weg bin von dort. Aber im Nachhinein vermisst man schon auch die Routine und so das, wie sagt man das, so heimliche Bekannte, Vertraute. Du hast einfach deine blöde Klasse, die du vielleicht dumm findest. Aber du hast deine Klasse und du gehörst dort rein und du hast dort einen Platz. Und du weißt jeden Tag, wo du sitzt. Du weißt jeden Tag, dies, das und jenes erwartet mich. Du weißt jeden Tag, der Lehrer ist so, die Lehrerin ist so. Aber im Studium, jedes Semester hast du irgendwelche andere Leute. Andere Leute belegen die Module, also sind in diesen Fächern. Andere
Dozenten oder Professoren unterrichten, du hast nie die gleichen Leute und es ist immer anders und du kannst wie nie wissen, was kommt jetzt. Und das finde ich stressig. Und darum genießt einfach die Zeit vorher. Und bereitet euch einfach vielleicht ein bisschen darauf vor, dass es anders sein wird. Weil ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe auf Insta Leute gefragt, was sie so gerne gewusst hätten. Und wirklich alle haben einfach gesagt, dass man nicht alles machen kann. Es wird so viel von dir erwartet. Du kriegst am Anfang von jedem Fach, also Modul, kriegst du so eine Liste mit, auf diese Woche musst du das und das lesen, auf diese Woche lesest du das. Und es sind meistens so 100 Seiten oder so. Und du bist so, okay, chillige Sicht. Zum Glück habe ich nicht einfach 13 Module, wo ich das alles gleichzeitig machen soll. Das Ziel, also doch das Ziel vielleicht, aber der Sinn ist nicht, dass man das alles macht. Es geht nicht. Du kannst nicht alles lesen. Du kannst nicht jeden Scheiß bearbeiten, außer es ist eine Abgabe. Natürlich, wenn es eine Abgabe ist, mach's. Aber wenn es ein Text lesen ist, sorry, ChatGPT, für das gibt es. Ich weiss, es ist nicht gut für die Umwelt, aber jede andere Sau macht es auch und du bist hintendrein, wenn du nicht mit ChatGPT schaffst. Es ist einfach die Realität. Madeleine Argy hat auch in ihrem Podcast mal über das geredet, dass sie es mega schlimm findet, dass man wie gezwungen ist, um mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Und dass wir alle verblöden, aber wir müssen verblöden, weil wenn du es nicht brauchst, wird dir niemand eine bessere Note geben, nur weil du 100 Jahre länger hast und dafür im anderen Fach keine Zeit hast können aufwenden, weil du es ehrlich gemacht hast und selber. Sondern es geht einfach darum, wer macht es schneller und am besten und am effizientesten. Und das ist halt mit künstlicher Intelligenz. Es funktioniert auch recht gut, muss ich sagen. Wenn du einfach einen Text reingibst und sagst, hey, sag mir das Wichtigste oder beantworten wir die und die Fragen darüber. Und dann kannst du ja immer noch ein bisschen durchlesen oder ein bisschen etwas anschauen. Aber du kannst nicht alles machen. Du musst ein bisschen überlegen, welches Modul wird einfacher sein zum Bestehen. Und amigs findet man es auch schade, weil man denkt, das ist eigentlich schon noch spannend, was wir dort lernen. Aber du kannst einfach nicht alles investieren, überall. Es geht einfach nicht. Dann musst du jetzt herausfinden, was ist wo am wichtigsten. Es gibt auch Module, wo du wie musst bestanden haben, um ins nächste Semester zu gehen. Die würde ich halt auch priorisieren. Oder was gibt es noch? Ja, keine Ahnung, man muss einfach ein bisschen rausschmecken. Und es ist, glaube auch, ich habe jetzt noch nichts nicht bestanden an der PH, aber ich glaube, es ist auch normal, dass man mal etwas nicht besteht. Weil du hast ja 2 Anläufe bei jeder Prüfung. Du kannst wie nochmal gehen. Das ist anscheinend auch normal. Also keine Angst haben vor dem. Und was auch noch spannend war, haben mir auch ein paar Leute geschrieben. Ich weiß aber nicht, was die Leute studieren. Sie haben ihren Studiengang nicht... Physiotherapie hat eine gesagt, dass sie das studiert. Und sie haben keine Lernphase. Und an der PH, also auf jeden Fall an meiner, hast du auch keine Lernphase. Also du kriegst nicht frei zum Lernen vor deinen Prüfungen und dann hast du deine Prüfungen. Normale Leute haben ja Semesterferien und nachher kommen Prüfungen. Ich glaube, in so den üblichen Studiengängen. Ich bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube schon. Und das gibt es bei ein paar Studiengängen halt nicht. Das heisst, du hast Studium und Modul und musst dort sein und eigentlich lernst wie weiter, aber gleichzeitig hast du schon Prüfungen. Und das ist ein mega Pain. Aber an der PH muss ich ehrlich sagen, es ist nicht so mega schlimm. Weil das Studium an sich ist ja nicht so mega, mega anspruchsvoll. Ich bin jetzt gespannt, wie es wird in dem Jahr, eben, wo ich jetzt die ganze Zeit noch Praktikum habe, weil das soll anscheinend das schlimmste, also das stressigste Jahr sein, sagen alle. Ich weiss aber auch, dass mega viele, die an der PH sind, nicht ein ganzes Jahr Praktikum haben. Also es schreiben mir alle und sind so, was? Du hast ein Jahr lang, ich habe immer nur so 2 Wochen gehabt pro Jahr. Darum, es ist mega cool, aber es ist natürlich auch anstrengender. Aber ja, das ist alles, wo ich so denke, hätte ich gerne gewusst oder ist irgendwie anders gewesen, als ich es erwartet habe. Und sonst ist es einfach so wieder wie, wo man von der Oberstufe ins Gym gekommen ist, dass man sich halt einfach man muss sich einfach an die neuen Umstände gewöhnen. Es ist einfach komisch und es ist anders und es geht allen gleich. Oder auch Quereinsteiger, die schon lange nicht mehr in der Schule waren und so, sagen auch, es ist halt schon mega komisch, wenn du dann wieder dort sitzt und einfach etwas machen musst und du bist ja gar nicht mehr gewöhnt, um so viel aufzunehmen. Und es ist auch mega anstrengend, also falls jemand zulässt, der nicht vorhat zu studieren und so immer findet, ja, die Studenten haben so ein chilliges Leben. Ja, auch denke, dass es mega cool ist, weil die Leute, eben, die gehen so mega in den Ausgang und haben so mega viel Zeit und machen alles und so. Aber ich weiss nicht, wie sie die Energie haben, weil ich bin immer so müde, wenn ich wirklich einen ganzen Tag dort sein musste, weil es ist schon, es geht schon mega schnell. Also das Tempo ist
crazy. Und es sind auch viele neue Sinneseindrücke und alles, also vor allem beim Psychologiestudium. PH ist jetzt nicht so fast-paced, weil es ist ja auch nicht eine Universität, es ist ja eine Fachhochschule. Aber so universitäre Studiengänge sind, glaube ich, schon crazy. Also auch dort, du kannst nicht alles die ganze Zeit zuhören und jedes Ding aufschreiben. Macht es einfach in eurem, ja, so wie es halt am besten geht für euch. Und ich glaube, man muss wirklich halt auch das Nachbereiten ernst nehmen und nach jeder Vorlesung noch schnell anhocken und nochmal aufschreiben und was ist jetzt das gewesen? Oder vielleicht schon seine Zusammenfassung machen, wenn man selber eine machen will und so weiter und so fort. Also man kann es wie nicht schleifen lassen. Es braucht mega viel Selbstständigkeit und Selbstverantwortung, weil eben, es kommt keiner sagen, hast du jetzt das gemacht oder nicht? Und am Schluss hast du einfach die Prüfungen magisch aus dem Nichts. Und wenn du das ganze Semester nichts gemacht hast, ist es schon schwierig. Aber ich glaube anscheinend Psychologie und alles und Co. Wenn du unter dem Semester gut mitmachst und fleissig bist, dann soll es anscheinend gehen. Habe ich mir erzählen lassen. Und PH genau gleich. Ich mache jetzt an der PH, habe ich immer unter dem Semester mega viel schon gemacht und einfach wirklich aktiv zugelassen und bin dabei gewesen. Und ich habe wirklich nie gestruggelt mit diesen Prüfungen. Nicht mal Mathe. Also, das funktioniert schon irgendwie. Es kommt gut und ich wünsche euch einen sehr guten Studienstart. Das wird super. Ihr werdet super coole neue Leute kennenlernen. Das ist ein spannender Abschnitt in eurem Leben mit viel Party und so wahrscheinlich. Wenn nicht, auch okay. Ich habe das auch nicht gemacht. Und wenn es nicht passt, dann melde dich einfach wieder ab und probiere irgendetwas anderes. Es ist nicht so deep. Ausser du hast kein Geld, dann ist es schon ein bisschen scheiße, weil es kostet schon auch viel Geld und du schaffst einfach nochmal ein Jahr länger nicht, wenn du auch die ganze Zeit nur am blöden Studiengang ausprobieren bist. Aber so rein theoretisch, es ist nicht so deep. Bis es dann halt so deep wird. Ich hoffe, es hat euch gejuckt, was ich heute erzählt habe. Und wir hören uns nächstes Mal. Danke fürs Zuhören. Adios, amigos und amigas.